Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, ich weiß, es ist tatsächlich schon eine Weile her, dass ich diese Phrase das letzte Mal benutzt habe, aber ich war in dieser Zeitspanne natürlich nicht untätig, sondern sogar sehr produktiv im kreativen Sinne. Wen das interessiert, der bleibt bitte bei diesem Video bis zum Ende dran, denn da erkläre ich und erzähle ich, was ich genauso gemacht habe und wann bzw. wo ihr das zu sehen bekommt. Oder zu lesen oder was auch immer ich gemacht habe. Zu hören wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber lang genug drumherum geredet, starten wir mit dem Video. Ich habe bereits angekündigt, dass nach dem Video eine wichtige Information kommt. Jetzt geht es aber um die unterschiedlichen Bedeutungen von Ausdrücke in Österreich und in Bayern, also wo sie etwas anderes heißen, und um österreichische Begriffe, auch wenn sie nicht jeder kennen mag, und was sie auf Deutsch heißen, also was sie übersetzt bedeuten würden. Und dann würde ich sagen, starten wir mit diesem lustigen Quiz. Ich werde euch heute 15 Begriffe aufzählen, entweder österreichische oder eben bayerische, und erklären, was sie auf Deutsch heißen würden oder auf österreichisch eben anders heißen. Dieses Mal eben nur 15 Begriffe, ich habe zwar mehr, aber dann mache ich einen zweiten Teil und dieses Video wird nicht allzu lang. Ich habe nicht den allzu größten Aufwand beim Schneiden und bringe es vielleicht sogar noch rechtzeitig heraus. Oder eben nicht. Wir starten mit ein paar einfachen Begriffen. Kräh in Österreich, ausgeschrieben Krenn, würde in Deutschland zum Beispiel Meerrettich heißen oder heißt auch so. Die Jausen, also das Abendessen, heißt in Bayern zumindest Brotzeit. Und was wir hier in Österreich als Semmel kennen, gilt weiter nördlich als Blauzart. Wozu wir Österreicher Leberkäse oder eben auf Österreichisch Leberkas sagen die Deutschen Fleischkäse. Bei den Würsten sind einfach nur Städte vertauscht worden. Denn was wir hier in Österreich als Frankfurter Würstchen kennen, heißt in Deutschland eben Wiener Würstchen. Aber auch für Berufe haben wir andere Namen. Zum Beispiel heißt es bei uns Briefträger und in Deutschland Postbote. Das österreichische Wort Fetzen hat zum Beispiel zwei Bedeutungen. Erstens ist das Wort für Lumpen, also zum Putzen, für ein Putztuch. Oder wenn jemand mit einem Fetzen nach Hause gekommen oder einen Fetzen gehabt hat, dann hat er zu viel Alkohol erwischt und tief ins Glas geschaut, also einen Rausch gehabt. Wenn in Bayern jemand sagt, ich spinne auf eine gewisse Person, also ich spinne auf eine gewisse Person, dann heißt das dort, dass man in diese Person verliebt, verschossen ist oder eben etwas auf die Person steht. Wenn ein Österreicher auf jemanden spinnt, dann ist er lästig auf ihn, dann ist er ihm böse. Genauso ist es mit dem Begriff mit jemandem schmatzen. In Österreich würde der Begriff natürlich mit jemandem küssen, mit jemandem schmusen übersetzt werden, während es in Bayern einfach nur mit jemandem reden, sich mit jemandem unterhalten heißt. Und dann gibt es noch ein paar lustige Begriffe, die zwar die meisten Österreicher nicht im alltäglichen Sprachgebrauch nutzen, aber eben immer wieder gerne gesagt werden und fast jeder Österreicher kennt sich aus, wenn man es sagt. Es geht zum Beispiel um einen Bräselfetzen, also um einen Bröselfetzen, und das ist jetzt kein in Brösel getauchter Lumpen, sondern ein Schnitzel. Ein Pappenschlosser ist eben ein Mundschlosser und somit ein Zahnarzt. Schneizhodern kommt von Schneizen, also sich schneuzen, und bedeutet Taschentuch. Ganz lustig ist auch der Begriff Meublo, also Maulploch. Ich weiß nicht genau, wie man das wörtlich hochdeutsch übersetzen würde. Es bedeutet auf alle Fälle so viel wie Zahnstocher. Und dann gibt es noch den lustigen Begriff Misthaufensportler, also Misthaufensportler. Ich weiß nicht, ob man das verstanden hat als Deutscher, was nicht mehr als Huhn oder Hahn bedeutet. Weil ich weiß, dass kleine Tiere im Internet sehr gut ankommen, schließe ich diese Folge einmal mit dem Begriff Wusal bzw. Singal, und das bedeutet Küken, also kleines Huhn, Babyhuhn, Küken, Hühnerküken. Das ist ein Wusal oder ein Singal, zumindest da, wo ich herkomme. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe noch viel mehr Begriffe. Falls euch einen zweiten Teil wünscht, schreibt es mir bitte einfach in die Kommentare rein. Und wir sehen uns gleich wieder auf der nächsten Seite, auf der nächsten Card, wo ich erkläre, warum ich jetzt fast über 2 Monate inaktiv war. Ich weiß es nicht genau. So, Dankeschön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bitte nicht vergessen, das Video zu bewerten, zu kommentieren, mich zu abonnieren, falls ihr das nicht gemacht habt. Jetzt kommt es zum interessanten Teil, zumindest falls ihr euch für meine Person oder meinen Kanal interessiert. Und zwar war ich jetzt so lange Zeit nicht da, weil ich eben an anderen Projekten gearbeitet habe. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, an welchen. Aber ich kann euch sagen, dass daraus 3 Videos entstanden sind. Davon ein mehr oder weniger Kurzfilm, eine Art Bildgeschichte und einmal die Vertonung eines Musikstückes. Und 2 Texte, einmal eine Kurzgeschichte und einmal eine Analyse zu einem Film entstanden sind. Und all diese Sachen werde ich natürlich auch hier auf YouTube bzw. die Texte auf meinem Blog veröffentlichen. Und zwar noch dieses Monat. Also noch im März werde ich einfach anfangen, dass ich
das erste Video veröffentliche und gleichzeitig den ersten Text, danach das zweite Video, gleichzeitig den zweiten Text und in der dritten Woche das dritte Video. Diese Videos waren nämlich sehr aufwendig, für mich mit sehr viel Zeit verbunden und eben Aufwand, aber das sagte ich bereits. Sie sind meiner Meinung nach sehr gut geworden. Ich darf sie leider aus bestimmten Gründen, die ich vielleicht noch erwähnen werde, vielleicht auch nicht, noch nicht veröffentlichen, weil ich quasi, wofür ich es gemacht habe, davon habe ich noch keine Rückmeldung bekommen. Also weiß ich nicht, wie es das aussieht mit den Rechten, mit den... ich möchte mir einfach nichts vertun, sagen wir so. Ich möchte mir alle Optionen offen lassen. Vielen lieben Dank, dass ihr dieses Video nach dieser ewig langen Zeit wieder geschaut habt und bis gleich auf der Endcard. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Ich hoffe, ich stehe auf der richtigen Seite, sonst muss ich das ganze Bild jetzt eben schnell spiegeln. Da drüben finden wir mein letztes Video. Ich verlinke einfach mal mein Musikvideo Bauernkinder. Das war eben auch sehr, sehr aufwendig damals. Und ich habe bereits ein neues Lied veröffentlicht. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Es nennt sich Warum. Habe ich auf Soundcloud hochgeladen. Und dazu möchte ich, glaube ich, auch noch ein Musikvideo drehen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Auf alle Fälle könnt ihr mich darüber, glaube ich, ja, es war darüber. Ihr könnt mich darüber abonnieren. Ich habe schon so lange kein YouTube-Video mehr gemacht. Ihr könnt mich darüber abonnieren. Vergesst nicht, das Video zu bewerten, mir in die Kommentare zu schreiben. Ich bin dankbar für jede Art von Feedback, vor allem über konstruktives, aber es kann auch stumpfes sein und wenn euch etwas nicht gefällt, bitte schreibt mir das in die Kommentare, genauso wie wem es euch gefällt. Was hat dir vom heutigen Video gehalten? Und ich wollte nur sagen, ich schaue, dass ich ab jetzt wieder jeden Mittwoch ein Video rausbringen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.